In die 70er Jahren hat man eingeführt der Melbourner jüdische Jugendtheater. Was hat gestellt, die erste Vorstellung gewesen durch das Skiff und hat gestellt die Megille. Und Feigele Mokotov, was ist geworden, ein guter, sehr guter Dirigent und Aktrice, hat regissiert, aber sie ist noch gewesen ganz jung und das hat zugeholfen, hinter die Kulissen, sei mit dem Organisieren, ein bisschen mit dem Regissieren und so weiter. Und von der Megille, was hat gespielt, sei in Melbourne und man hat geführt in Sydney. Und Sydney ist jüdisch gewesen, eine Sache schwacher wie in Melbourne. Aber der Schem von der Vorstellung ist gewesen größer, als man zugezogen dort an Eulam. Das ist gewesen gespielt nur von Kindern und Sennelinger und die frühen 20er Jahren. Das ist bei ihm ein Jugendtheater. Und von dem hat man gestellt weiter dicke Pieces, was haben sich ein bisschen, das in die 70er und die 80er Jahren, schon in die 90er Jahren hat man angehoben, reinführen ein bisschen Englisch in die Pieces und wir sind sehr stark in musikalischen Theater, ist mir oftmals haben wir gespielt die Pieces mit englischer Narratie, was wir haben allein geschrieben, wir haben geschrieben, man hat geschrieben eine Geschichte von jüdischen Australien, von Judentum in Australien, Mazel Tov Cobbers, wegen der Geschichte von Juden in Australien, mit einer englischen Narratie, aber mit jüdischen Liedern. Und das hat zugezogen, ein breiteren Eulam soll Anteil nehmen und soll kommen zu den Pieces, weil auch viele, die es haben nicht gekannt, reden und ausspielen auf Jiddisch, haben gekannt, singen auf Jiddisch und spielen auf Englisch. Und wir haben gerade größer Spaß mit dem 10 Jahre gestellt, etliche sehr gute Pieces. Letztens ist die Theater geworden ganz still. Wir reden wegen es zurückbringen, aber derweil ist es ganz still mit jüdischem Theater.